Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Achtelfinal-Statement-Sieg bei Bayern 04 Leverkusen mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, Leute, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit würde ich sagen, nicht lang schnacken, gehen wir rein in den Bums. Leverkusen und einem sicherlich glücklichen Trainer, der jetzt für die Fragen zur Verfügung steht, Vincent Kompany. Bitte schön. Wow, so. Die erste Frage, wo ist sie? Wo ist sie? Alle Keine. noch am Schreiben Wild. oder überlegen? Feierabend. Hier in der Mitte, bitte, ja. Jörg Strohschein von der Sportschau. Herr Kompany, 2 Spiele, 5-0 gewonnen, zusammengezählt. Warum ist es Ihrer Mannschaft so gut gelungen, Statement. Statement. Bayer Leverkusen so in Schach zu halten in beiden Partien? Für mich ist es immer ein großes Kompliment an die Jungs, die Spiele, die Leistungen gebracht haben. Und ja, es ist natürlich für uns auch wichtig, diese 2 Siege. Nicht, dass es jetzt die Saison entscheidet oder nicht, aber wir haben auch ganz großes Respekt für Leverkusen. Es ist eine richtige Konkurrent und es war von Anfang an nicht leicht. Und ich glaube, das Unterschied in Zahlen ist, das sagt vielleicht nicht immer alles, aber auf jeden Fall, wir haben unsere Arbeit gemacht und das sind 2 gute Siegen für uns. Naja, wir waren schon in beiden Spielen die klar bessere Mannschaft, so, Punkt. Ja, und das zeigen die Ergebnisse und die Zahlen. Und gut, ja. Dankeschön. Dann hier in der ersten Reihe Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Hast du schon Bier da? Ist kein Bier, ist Fassbrause. Würde ich niemals machen. Es war natürlich auch ein bisschen das Duell Alonso gegen Kompany. Wie wichtig ist das auch für Sie selber, in diesen beiden Spielen jetzt wirklich 2 überzeugende Siege gezeigt zu haben und so souverän auch in den beiden Spielen gewesen zu sein? Ja, nicht. Es war nicht Alonso gegen Kompany. Sie kennen meine Antwort mittlerweile. Es ist FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Und die Spiele auf dem Platz. Alonso hat in diese Spiele mitgespielt, ich habe in diese Spiele mitgespielt und wir wissen, dass wir auf dem Platz entschieden, nicht auf die Linie. Und heute bin ich natürlich sehr glücklich für die Jungs und ich habe es gesagt, wir haben gegen eine richtige Konkurrent gespielt. Wir haben in den letzten Jahren keine Ruhe bekommen von Leverkusen und das wird auch, glaube ich, in Zukunft so bleiben und deswegen ist dieser Sieg natürlich wichtig, aber Fairerweise muss man aber sagen, das habe ich im anderen Video vergessen, man hat heute schon gesehen, dass Leverkusen der Wirtz abgeht. Ja? Also durch die Mitte waren da ja gar keine Ideen bei Leverkusen. Ja, wenn es da mal über die Außen ging, ja, dann war eine Idee da. Aber ansonsten hat man schon gemerkt, dass denen auch so ein Wirtz abgeht, wie uns ein Musiala abgeht. Ja, das muss man auch mal sagen. Mein Gefühl sagt, dass dieses Duell noch nicht vorbei ist. Hier gleich, nebenan in der ersten Reihe, bitte. Hi, Patrick Scherer vom Kölner Stadtanzeiger. Eine Frage zum Beginn der Partie. Da hatte Leverkusen den einen oder anderen guten Ballgewinn und das Publikum war auch da. Hatten Sie das Gefühl, dass heute hier noch irgendwie was gehen kann oder waren Sie sich eigentlich relativ früh in der Partie sicher, dass das reichen wird für den FC Bayern? Sicher. Also ich war mir früh sicher. So vom Gefühl her, wie gesagt, nachdem die erste Viertelstunde rum war, war für mich klar, alles gut. Wir sind voll drin im Spiel. Das lassen wir uns nicht nehmen. Ja. Dass natürlich dann so souverän 2:0 ausgeht, natürlich nicht, ja. Aber dass wir da noch irgendwie ansatzweise ausgeschieden werden mit einer 3:0-Führung, nee. Sicher. Sicherheit gehört nicht bei meinem Job. Also sicher ist man nie, aber man muss immer eine gewisse Vertrauen haben, auch in die Jungs. Das ist auch nicht das erste Mal, dass die in dieser Situation sind und letztendlich in die ersten 15 oder 20 Minuten finde ich, dass wir das auch gut gemacht haben. Ja, eigentlich genau. Die größere Chance bekommen wir. Ja. Aber du weißt, dieses erste 20 Minuten, dass es ein bisschen Feuerwerk und oder Feuerwerk
Vorwerk. Feuerwerk. Ja, das ist normal, das gehört dazu. Und dann ist es manchmal Zweikämpfe gewinnen, Flanke verteidigen und Corners verteidigen. Und das haben wir gemacht. Und danach, glaube ich, haben wir unsere Chance verdient. Und letztendlich in der zweiten Halbzeit noch sehr, sehr gefährlich auf dem Konter gewesen. Und das war eigentlich vom Spielphysiognomie schon richtig für heute. Ja. Schon Schluss für heute? Nein, hier noch bitte rechts. Es stand 0:0 zur Pause. Was haben Sie Ihrer Mannschaft für die zweite Halbzeit mitgegeben? Weil Ihr Team kam sehr, sehr gut aus der Pause raus, hatte direkt ein paar gute Chancen und dann noch das frühe 1:0. Wollten Sie hier das Ding dann schnell auch über die Bühne bringen, dass man ja nichts mehr anbrennen lässt? Vielen Dank. Ja, weil wir gegen eine Top-Mannschaft spielen, ist es natürlich nicht immer selbstverständlich, dass man sagt, lass uns noch ein Tor schießen und das passiert auch. Aber unser Ziel war erstmal die erste Halbzeit zu gewinnen, nicht zu weit zu denken und dann am Halbzeit war unser Ziel, um die zweite Halbzeit zu gewinnen. Also nicht, dass wir auf einmal nur verteidigen und nicht mehr angreifen. Und manchmal musst du verteidigen, haben wir auch gemacht in der zweiten Halbzeit mehr als in die erste Halbzeit. Aber wenn du im Kopf hast, dass du gewinnen musst, dann bleibst du auch noch gefährlich auf die Counters. Und die Balance war schon richtig heute. Die war optimal, ja. Dann die Bild-Zeitung noch einmal zum Abschluss. Harry Kane war in beiden Spielen herausragend. Können Sie noch mal ein Wort zu ihm sagen, wie wichtig er jetzt auch in diesen großen Duellen war? Ja, Grüße gehen raus an alle Kritiker, die immer wieder sagen, Harry Kane, der kann ja keine großen Spiele und trifft ja nur Elfmeter und sonst kann der ja nicht, wo ist der Weltklasse? Ja, gönnt euch. Und wie wichtig er generell für Bayern ist? Seine Motivation, seine persönliche Motivation, und ich brauche nicht darüber zu reden, warum er viel Motivation hat, aber er hilft natürlich, wenn man einen Top-Spieler hat, die eigentlich noch laufen will und kämpfen will für die Mannschaft wie eine A-Jugendspieler. Und das hilft einfach, diese Energie. Und dann, was er dann leistet im Spieler, ich glaube, wenn man sieht, wie er sich vorbereitet, dann bleibt man auch als Trainer ganz ruhig dabei, wenn es mal nicht klappt. Und wenn er jetzt zweimal gut spielt gegen Leverkusen, ist er auch nicht überraschend. Ich hab gegen Harry gespielt als Gegner. Ich habe es auch gesagt. Der ist in die Jahre besser geworden. Und der hat auch so he has a way to work towards his game, towards his performances, where you say, okay, I trust the consistency in how he's working towards the game. And then, with quality, you always have your moments. And that's what's happening. Okay, we're last one, yeah, last row. Congratulations for the win. Thank you. Before now, 5 games against Bayer Leverkusen. Bayern didn't win any. Now you've won 5-0 over 2 legs. On the Bundesliga front, you look like you'll win the league. Do you consider yourself the manager that has restored pride at Bayern Munich once again? Look, when things go well, I think I try to stay humble about these moments. It's a win, and obviously we get to, but there's no big statements to make here. So the same way as when we lose, like we lost against Bochum 2 days ago, I try to understand, okay, you have to go through the storm a little bit and it's part of the job. But now we won and I won't serve on a hype wave, no chance. My job was no different than the player's job, was to try and get a result today, and then my focus is absolutely on the Union Berlin game on Saturday, and nothing is won until it's won, and even then you look at the next thing you want to win. Ja, zeichnet halt einen Führungsspieler und so ein, ja, dann halt der zum Trainer wird einfach aus. Ne? Und wenn man das dann so vorlebt, wie er es vorlebt, dann ist das schon stark. Okay, vielen Dank, Vinny. Danke. Okay, vielen lieben Dank. Leute, soll es gewesen sein. Kurze Schmerz, zu spät. Ja. Ich habe alles in der Spielanalyse gesagt. Schaut euch das an, wenn ihr meine Meinung hören wollt zum Spiel. In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal.
Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.